Endlich Sommer. Lange Tage, laue Abende, der Geruch von Grillfleisch in der Luft, Insektenspray auf der Haut, Socken und Sandalen an den Füßen. Die ideale Jahreszeit also, um einen offenen Sportwagen zu testen. Den Bestseller unter den offenen Sportwagen. Ich wäre ohnehin geschlossen gefahren. Ich würde doch nicht diesen Haarschnitt ruinieren. Ich bin kein Fan von offenen Autos. Bin es auch nie gewesen. Und trotzdem war es mir wichtig, den MX-5 zu fahren. Und das ist nicht irgendein MX-5. Das ist ein Jubiläumsmodell, mit dem Mazda das 30-jährige Bestehen dieses kleinen Roadsters feiert. Dieses auf 3000 Stück limitierte Sondermodell gab es in beiden Varianten. Als Roadster, wie dieser hier, und als RF mit faltbarem Hardtop. Alle Jubiläumsfahrzeuge sind außerdem in diesem auffälligen Racing Orange genannten Farbton gehalten. Race-Schmiedefelgen, farblich abgestimmte Brembo-Bremssättel und Jubiläumsplaketten runden den festlichen Look ab. Ich finde, die aktuelle, ND-designierte Generation des MX-5 sieht richtig gut aus. Ich mag den scharfen, aggressiven Look. Das Orange gefällt mir auch, aber ich glaube, in Soul Red Crystal sieht er noch besser aus. Drinnen geht es mit den orangenen Akzenten weiter. Wie hier auf den Sitzen oder auf dem Armaturenbrett. Nein, das sind keine Nachtaufnahmen. Es ist einfach nur Sommer. Es ist zwar erst Mitte Juli, da kann man vielleicht noch nicht erwarten, dass der Sommer in vollem Gange ist, aber so ist es nun mal dieses Jahr. Es regnet auch so ein ganz kleines bisschen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ihr seht auch vielleicht, dass ich nicht so ganz perfekt ins Auto passe. Im GR-Jahresvideo sagte ich noch, ich wäre nicht ungewöhnlich groß, aber vielleicht in den Augen eines durchschnittlichen Japaners bin ich vielleicht ungewöhnlich groß. Ungewöhnlich groß heißt in diesem Fall 1,88 Meter. Falls ihr also größer seid und mit dem Kauf eines MX-5 liebäugelt, Probe sitzen. Ja, denn eigentlich die Sitzposition wäre perfekt. Könnte nicht besser sein. Die Sitze sind auch super. Auch wenn ich etwas muskulöser bin, passe ich gut rein. Nicht lachen. Meine Muskeln konzentrieren sich halt eher so in diesem Bereich. Fahren wir mal los. Wie die Größe und das Äußere des MX-5 vermuten lassen, ist auch im Innenraum alles etwas zierlicher als von anderen Fahrzeugen gewohnt. Das Lenkrad ist schmal, der Schaltknauf ist schon eher schaltknuffig, aber davon sollte man nicht auf die Technik schließen, die dahinter steckt. Unter der Haube befindet sich ein Skyactiv G 2 Liter Vierzylinder mit 184 PS und 205 Newtonmeter Drehmoment. Hört sich erstmal nicht sehr beeindruckend an. Dann steht das Drehmoment auch erst noch bei 4000 Umdrehungen an. Das heißt, der Fahrer muss halt etwas auf dem Gaspedal stehen. Und das geht gut, denn der Motor dreht bis über 7000. Dann muss aber die Schaltung stimmen. Und die ist erste Sahne. Die Gänge lassen sich prima einlegen, die Kupplung ist perfekt abgestimmt. Es gibt nicht viele moderne Autos, die das so gut hinkriegen. Chapeau. Das gefiel mir so sehr, dass ich endlich die spitze Hacke-Technik lernen wollte. Stimmt das? Ist das wirklich der deutsche Ausdruck für Heel and Toe? Jetzt denkt ihr vielleicht, aber Moment mal, du hast doch von der Schaltung im Civic Type A geschwärmt. Das ist richtig, die ist auch super. Ob sie besser ist, weiß ich jetzt nicht. Aber die Sache ist die, im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Motor macht der hier mehr Spaß. Das ist halt das, was du mit einem Saugmotor kriegst. Bei einem Turbo ist das halt viel weniger stark ausgeprägt. Turbomotoren wollen ja prinzipbedingt nicht unbedingt ausgedreht werden. Apropos Motoren. Es kommt nicht nur auf die Art des Motors drauf an, sondern auch, wo man diesen platziert. Und mit vorne, Mitte und hinten ist es noch längst nicht getan. Der 2 Liter Vierzylinder Sauger ist nicht nur längs eingebaut, denn das ist beim Hecktriebler auch zu erwarten. Nein, schaut mal,
wo Mazda ihn positioniert hat. Hier hört der Motor auf und hier ist die Vorderachse. In so einem kleinen Auto hat Mazda den Motor so weit nach hinten geschoben. Klar, sie hätten ihn auch weiter nach vorne ziehen können, dann hätten sie drin mehr Platz gehabt. Aber das war eine bewusste Entscheidung und man geht diesen Kompromiss nicht ein, wenn Fahrspaß nicht die oberste Maxime ist. Nein, Mazda hat sich für das klassische Fahrspaßformat entschieden, das auch schön proportionierte Autos ermöglicht. Lange Haube, Frontmittelmotor, Sauger, knackiger Sechsgang-Handschalter, Heckantrieb mit Sperrdifferential. Und das ist nicht alles. Andere haben ähnliche Rezepte. Aber der MX-5 ist leicht. Er wiegt gerade mal 1 Tonne. Darum sind auch die angegebenen 6,9 Liter Durchschnittsverbrauch locker möglich. Das verdient Respekt. Anstatt ständig mit noch absurderen Emissionsvorschriften zu kommen, sollten die Gesetzesgeber und die Hersteller und ich vielleicht auch ab ins Fitnessstudio. Aber trotz Softtop sind die Autos alltagstauglich. Die Recaros sind bequem und dann gibt es auch allerlei Einnehmlichkeiten wie Tempomat, Klimaautomatik, Park, Regensensoren, Sitzheizung. Eigentlich alles, was man braucht. Ja, das Auto ist zwar bequem, aber auf langen Reisen hört man hier so die Windgeräusche. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Bei unserer Fahrt auf den Sustenpass war es okay, aber ich meine, das war eine längere Reise. Müsste man vielleicht bedenken. Es gibt ja auch noch das RF-Modell mit einem versenkbaren Hardtop, das dann natürlich ein bisschen schwerer ist. Ich weiß nicht, ich würde mir natürlich lieber einen Coupé wünschen, aber ich gehe mal davon aus, dass der Markt dafür ziemlich klein ist. Und wenn ihr dann bei der Passstraße ankommt, könnt ihr nahtlos in den Sportmodus übergehen. Also ihr als Fahrer, nicht das Auto. Das Auto hat keine Modi. Wozu auch? Es kommt fertig abgestimmt vom Band. Das Fahrwerk ist eher weich abgestimmt. Und zusammen mit den Bridgestones, die nicht ultra griffig sind, spürst du jederzeit, was das Auto so macht. Du gehst früh ans Gas, dann merkst du, wie sich das Heck bewegt. Du gehst in einer steilen Kurve vom Gas, dann merkst du, wie er über alle Viere anschiebt. Und sollte mal bei wenig Grip das Heck ausbrechen, kannst du es entweder einfangen oder du sagst dir, nee, ich will nicht mitspielen und lässt die Fronträder wieder die Kontrolle übernehmen. Kein Wunder, ist das so ein beliebtes Driftfahrzeug. So, keinerlei Mängel. Naja, wirklich einen Makel hat das Auto nicht. Ich persönlich würde mir eine etwas straffere Abstimmung mit etwas mehr Lenkpräzision wünschen, aber das ist wirklich nur jetzt, naja, irgendwas muss ich ja sagen. Mich hat's echt erwischt. Ich habe mich in einen kleinen, orangenen Roadster verliebt. Das ist umso erstaunlicher, wenn man den MX-5 mit den anderen Autos vergleicht, die in der Driving Distilled Garage stehen. Da hat alles 100, 200, 300 PS mehr als der kleine Japaner und trotzdem darf er sich voller Stolz dazugesellen. Die Leute von Mazda machen ja gerne ihr eigenes Ding und das ist auch gut so. Während alle anderen sich lauthals am Stammtisch über Performance balgen, sieht Mazda die Fahrspaßschrauben an. Der MX-5 ist also kein Sportwagen. Naja, das kann gut sein, denn 90% von sogenannten Sportwagen machen nicht mal annähernd so viel Spaß. Mazda? Ich warte sehnsüchtig auf euer rein 6-Zylinder-Coupé.